Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Bléck über Europa. Das war hier von Brüssel. Ich wollte sagen, dass wir eigentlich als Europadeputéierte nicht mehr reagieren auf Propositionen, die die Kommission macht, aber dass wir auch am Vorfeld schon ganz viel antizipieren. Das heißt, wir gehen am Anfang eine Partie Denkanstöße an, wir reagieren auf Sachen, die an der Aktualität sind oder die am Gang sind, in der Zukunft geplant sind. Und, da hatte ich dann das Woche hier am Europaparlament 2 Konferenzen, wo ich ganz aktiv beteiligt war, zusammen mit anderen Europadeputéierten, aber auch mit sonst nach einer Partie Akteuren aus den einzelnen Sektoren wie Gewerkschaften, auch Vertreter von der Kommission, aber auch sonst Interessenvertreter, die im Moment die Sache am Detail vorstellen kommen, aber wo wir dann auch können und ihren Fachkenntnisse orientieren. Das heißt, wenn wir eine ganze Partie Informationen, die wir da kriegen, aber wenn wir eine ganze Partie Fragen haben, die wir dann noch da beantwortet kriegen. Die 2 Sujets, das wären einerseits, ihr wisst, dass im Moment auch daheim durch den Skandal am Straßensektor, am Kamionsverkehr, Gitterverkehr auf der Straße, dass da großen Skandal ist. Sachen, die wir schon in der Vergangenheit hatten, wo wir da probiert haben, die Gesetzgebung dementsprechend anzupassen, sodass ich so am Laufe der Jahre als Gesetzgebung besser ging. Das ist noch lange nicht perfekt. Und das ist am Anfang die Unperfektion, die ausgenutzt wird für einerseits Lücken und andererseits Unklarheiten, für dass Firmen sich da eine Struktur aufbauen, für wie gesagt davon zu profitieren, für einerseits keine Taxen zu bezahlen, andererseits aber auch Leute zu engagieren zu egal was für Konditionen. Das heißt, sie haben Arbeitsbestimmungen dann, sie haben teilweise Arbeitsrechte dann. Und das ist dann einerseits wie gesagt, so Lakunen an der Gesetzgebung, die wir dann müssen natürlich schließen durch eine neue Gesetzgebung. Andererseits haben wir aber auch carrément Firmen, die sich über alle Gesetze wegsetzen und in dem Moment am Anfang illegal Handel betreiben, illegal wie hier am Straßenverkehr Paare marchieren und sich uneignen ihren Businessmodell darauf aufgebaut haben. Und das gilt auch in Zukunft immer mehr stark zu kontrollieren und noch zu verhindern. So hatte ich dann eine Konferenz, wie gesagt, wo auch ein paar die Chauffeuren dabei waren, nicht nur Gewerkschaftsvertreter, aber auch Chauffeuren, auch die Vertreter von der Kommission und die Chauffeuren teilweise aus Rumänien, teilweise aus Polen. Die haben uns gezählt, wie es am alltäglichen Leben von ihnen am Anfang ist. Das heißt, dass sie ein Minimum von Lohn kriegen, das ändert sie Primen, die sie zum Teil an die Hand gedrückt kriegen, also auch schwarz, nicht angemeldeten Lehnpaaren. Einerseits aber auch hier Arbeitsbestimmungen, die nicht angehalten sind, hier Arbeitskonditionen. Sie leben am Kamion, sie schlafen an den Kabinen, sie leben auf den Raststätten. Und das ist ja zum Teil erlaubt für eine Nacht zu verbringen, wenn er den ganzen Tag gefahren ist, für seinen täglichen Ruhetag, für den dort zu verbringen, einen Tag weiterzufahren. Aber spätestens nach einer Woche, wenn er seinen grossen Ruhetag hält, seinen Repos hebdomadaire, da muss er, und das sind 45 Stunden Minimum, und da muss er eine Möglichkeit haben, für heim an das Land zu fahren, wo er hier ist, für bei seiner Familie. Und da sind Leute, die sind monatelang hier Familie nicht, das heißt, sie fahren. En plus, wir lernen auch nach ganz oft die Längen und Ruhezeiten, nicht nur, dass sie sich darüber wegsetzen, aber da gehen carrément Manipulationen gemacht und die sogenannten Tachygraphen. Auch wenn da schon die nächste Generation, die zweite Generation, die dritte Generation mehr sicher gehen als mehr sophistikiert, von uns, dass wir digital Tachygraphen haben, kann immer noch an dem Bereich gefuddelt gehen. Was geschieht durch das Sozialdumping? Durch das Sozialdumping geschehen am Anfang paar Sachen. Das heißt, einerseits bauen die Firmen Konstruktionen auf, eine Struktur von den Entreprisen mit Filialen, auch teilweise das Personal über Interimsfirmen angemeldet ist. Und sie umgehen dadurch am Anfang dem Staat die Meldungen an noch dementsprechend Taxen. Das Zweite war, dass die Chauffeuren und Arbeitskonditionen und Lohnkonditionen von den Leuten nicht angehalten gehen. Und nicht für alle, aber auch unter anderem nach eine unfaire Konkurrenz mit den Betrieben, die wirklich an Regeln sind. Weil der sind zum Glück auch nach viel Majorität, gebe ich so, in der anderen sind aber trotzdem schwarz Schafe.
Sie umgehen dann noch die Fairbedingungen an sie machen am Anfang denen Entreprisen unfair Konkurrenz. Und das ist auch das, was hier an der Konferenz immer vorgerufen wird, dass eigentlich an den Ländern Westeuropa, wie zum Beispiel hier an der Welt, auch Lützeburg, Frankreich, zum Teil auch Holland, Dänemark, das heißt, dass es global nicht mehr möglich ist, guter Verkehr auf der Straße mit anständigen Konditionen durchzuführen, weil die Konkurrenz aus dem Osten eben so groß ist, dass sie am Anfang keine Überlebungschance mehr haben. Wir sind an einer neuen Phase von einer Reglementation, wo wir das, wie gesagt, besser regulieren, mehr streng verschiedene Dinge zu machen, dass es nicht mehr so einfach sein soll. Die Kabotage, das heißt, dass ich Verkehr machen an einem anderen Land, wo ich nicht seinen Sitz hat, wo ich nicht seine Sicht hat, dass ich auch hier kann, nationale Verkehr teilholen. Das will man mehr streng reglementieren. Und dann natürlich auch viel mehr die Taschenmaßdirektive auch für den Transport mehr streng kontrollieren. Das ist nämlich mehr streng machen und auch mehr streng kontrollieren. Kontrollen, die schon immer im Gefühl hat, gesehen mit die an den Händen von den Memberstaaten leihen. Das heißt, hier können wir eine ganz gute Gesetzgebung machen. Aber wenn nicht die nötige Kontrolle sind, aber nicht die nötigen Sanktionen auch an den sind, das heißt, das muss auch richtig substanziell sein, das muss bedeutend sein, dass dürfen die Patronen nicht einfach so eine Kilometer Kaffeeskäse können bezahlen. Dann kriegen wir den Sektor da nie an den Griff. Die zweite Konferenz hat auch mit der Straße zu dienen, aber mit der Straßensicherheit und mit den neuen Technologien. Es gibt auf dem Gebiet extrem viel geforscht und auch extrem viele Innovationen. Es gibt geschwärzt von autonomen Fuhren, das ist sonst bislang immer so ein bisschen Science Fiction gewesen. Das heißt, wir haben das immer so gesehen, dass das irgendwann kommen kann. Wir haben auch Filme gesehen darüber. Aber da gibt es in der Zwischenzeit ein ganz paar Pilotprojekte, wo wirklich schon autonom gefahren wird. Und da besteht am Anfang so ein Kampf zwischen den großen Internetanbietern Google und Apple mit der Automobilindustrie. Und das ist eigentlich die Automobilindustrie, die sich die Elite nicht holen lassen und ganz stark auf dem Gebiet am Gang ist zu forschen. An einer ersten Phase nicht nur unbedingt für autonom zu fahren, noch von der Durchstrebungen aus, aber für allem an einer Überbrückungsphase, an einer mittelfristigen Phase, für als Fahrerassistenzsystem, für das alles aufzubauen, dass ihr eine Assistenz kriegt, für das am täglichen Geschäft zu fahren. Und das ist für uns auch interessant, weil für uns alle Guten interessant, weil da natürlich dann in dem Moment auch die Sicherheit, weil, wie gesagt, ganz viele Accidente aber auf menschlich Fehlverhalten zurückzuführen sind, also geht die Sicherheit durch so Assistenzsysteme verbessert. Hier sind dann noch ein ganz paar Sachen so vorgestellt von Kameras, von Sensoren, Kapteuren, die alles elektronisch überwachen, die zum Beispiel den Auto an der Spur halten, wo der da Warnungen kriegt. Die kriegt Warnungen, wenn der zu nah und ihn rupft, die kriegt Notbremsungen. Alles das, es gibt Infrarotkameras, wo dann in dem Moment auch einer vulnerable Teilhaber Verkehr, wie zum Beispiel Leid, wie zum Beispiel Wild, wo das ganz schnell erfasst wird, wo dann in dem Moment ein Auto eine ganz schnelle Reaktion weist. Das haben wir dann, wie gesagt, hier vorgefordert gekriegt. Da sind nicht nur Überlegungen, sondern da sind schon Sachen, die alltäglich an der Praxis erprobt gehen. Und da ist an Israel als eine ganz interessante Gesetzgebung geschaffen, wo dadurch gefördert wird, wo dadurch nicht nur möglich ist vom technischen Plan, sondern wo dadurch schon möglich ist an der Praxis. Und da sind wir mit unserer Gesetzgebung nach einem ganz paar Schritt dran. Die Schritte die sollen demnächst abgeholt gehen. Das heißt, wir haben hier ganz klar gesehen, was muss international geändert gehen an der Gesetzgebung, was muss europäisch geändert gehen, und was muss national geändert gehen. Weil ihr wisst, dass einfach nach ein ganz paar von der Gesetzgebung, von den Möglichkeiten an nationalstaatlicher Hand ist. Das heißt, auch von der Europäischen Union, der europäischen Gesetzgebung übergeordnet wirkt, an eine ganz paar Rekommendationen gibt, auch eine ganz paar Hilfestellungen gibt. Da bleibt aber noch ganz viel an der Hand von den Memberstaaten. Da muss natürlich auch die Infrastruktur angepasst gehen, weil da gehen ja ein ganz paar Donnerien,
die gi vun der Strasseverhältnisse ginn do op den Auto gesendt. Mussten awer mat den Donne muss an dem moment doch geguckt gin, wen ass responsabel fir die Donne, wen ass den Egentümer vun den Donneen ansefirun. Et hecht alles dat sinn Suje, wo mir als Heim mussssen op legislativem Niveau mussssen der Sach Switte gi, wo man d Gesetzgebung dementsprechend müssen oppassen. Dan och nach den Track Platooning, dat ass och eng ganz interessant Innovationun, dat hecht van eng ganz Party Kamioen, Hanner den Di gesit dat Jo loch op den Auto bunnen, dat ze hanner den fuhren ganz eng hanner den sich op den enere verleest, fir wie gesot Spritzespuren, dat der dann Zukunft elektronisch soll geregelt gin, dat hecht dat ze können so durch Systeme, durch elektronisch Systeme, durch Fahrerassistenzsysteme, dat ze können so fuhren, dat ze empfang können op hier Technik, op hier Gefir verlosen. An dem Moment och net mir so konzentriert muss sinn, weil sie wëssen, wann de fir bremst, dann bremsen de mat, da brems mei gefir mat. Do gëtt schon Systeme am Norde vun Europa, wo kann eng ganz Party der Kamion hanner den gestreckt die sonne Lommer, dat hecht sie sind net man ne verbonnen aus op elektronischem Weh. Sie können noch zu all Moment aus der Schäne rausbrechen, sie können all Moment den Abstand wie großgelossen, wann zum Beispiel Leipzig vun Opfährte willen afhedelen. Alles dat si immer am Gangheit zu gucken, und dat wären so extrem interessant Konferenzen, wo doch sos nach immer so interessant seminäre Konferenzen ginn, weil das ein Zukunftsthema. A mir will net ha gesinn ënner dem Aspekt Verkeierssicherheit. Do werd man wie gesagt nach lang net die lechte Entwicklung festgestalt hun werd ich nach oft können op zurückkommen. Wie gesagt, dat ass e Sujet, den als ha ganz stark die nächste Zeit wird beschäftigt. Die Kommission präsentiert do den 31. Mai, dat as lo deswoch, wo die Kommission dann lo eng ganze Package vun Propositionen werd firstellen, wo och een oder den anderen Sujet engerseits an den Sozialbereich, einerseits aber auch an die neue technischen Entwicklungen werd higoen. Soviel ha vu Brüssel, merci fir no gucken, bis die nächste Woche.